Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Die kleine Clara ist gehörlos auf die Welt gekommen. Dank einem Implantat kann sie aber hören. Aber jetzt gibt es Probleme mit dem Implantat und darum ist sie zusammen mit der Mutter Jasmin vom Wallis auf Bern ins Inselspital gereist. Mir macht es jetzt so am Implantat weh. Man sieht aber nicht viel und darum sind wir nicht ganz sicher, was es könnte sein. Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Die Clara hat Angst vor der Untersuchung bei den Spezialisten im Spital. Wenn es dir weh macht, sagst du einfach Stopp. Das kann man schon sagen. Aua. Kannst du auch das sagen, ja. Es ist ein bisschen speziell, weil wir die Situation in dem Sinne noch nie hatten. Nicht so recht wissen, was es genau könnte sein. Aber ich bin jetzt froh, sind wir hier. Und da fühlt man sich eigentlich in sicheren Händen. So, Clara Burgener. Ich bin Frau Gaversace, die Ärztin. Hallo, grüße. Guten Tag. Also, schau, dann gehen wir da rein. Dann kannst du hier Platz nehmen auf dem Stuhl. Deine Sachen kannst du dann eben dran tun. Die Ärztin probiert herauszufinden, was das Problem ist. Mombasa, Kenia. Die zweite Heimat von der Vera und dem Joshua. In ein paar Tagen sollte der Kindergarten aufgehen, den sie mit ihrem Hilfsprojekt neu gebaut haben. Jetzt sind alle im Endspurt. Auch die Eltern von Vera sind hier vor Ort. Sie sind zuständig für die Gestaltung der Kindergartenzimmer. Ja, wir fahren mit einer grossen Vorfreude jetzt an die Schule, um zu sehen, was ist in den letzten 3 Monaten passiert, wie sieht alles aus. Ja, es ist wirklich ein gutes Gefühl, auch ein Kribbeln im Bauch. Im Gepäck ganz viele Sachen für die Kinder und im Kopf ein Haufen Ideen. Ja, ich freue mich extrem, einfach das alles helfen einzurichten mit ihnen zusammen. Ich bin schon gespannt, wie das geht. Ja, ich bin extrem nervös. Der Javin, das Baby, ist mit dem Vater von der Vera im Hotel geblieben. Hey. Alles klar? Ja, super. Und bei dir? Perfekt. Ist dir gut gefahren? Ja, ist super gegangen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Und dir? Mir geht's auch sehr gut. So schön, euch zu sehen. Der Charo ist im Hotel? Charo ist im Hotel. Er ist ein bisschen krank. Problem mit dem Bauch, aber nicht schlimm. Okay, let's go. Please. Kommt und schaut. Wow, so schön. Nice. Alles wird genauestens inspiziert. Schon siehst. Da ist ja schon etwas. Ja. Ja, this is the whiteboard. Ja, ja genau. Yeah, where you can write with the pens. Huh? Aber nicht magnetisch, gell? Is it also magnetic? I think no. Only for writing and... Also, wenn ich sicher genau darauf schaue, was mir wichtig ist, ist der Boden. Dass der Boden gut reingeklimat ist, nicht, dass es Luftblasen hat. Ich schaue das Dach an, das ist schon ganz wichtig, dass es stabil ist. Und sonst das gesamte Gebäude von Stabilität und von Sicherheit her. Das ist sicher, dass man nochmals ein Augenmerk mehr darauf hat, weil es halt um die Kinder geht, oder? Ah, das ist hell. Ja, sehr hell. Es ist eine andere Qualität. Die sechseckigen Tische, die flexibel angeordnet werden können, sind schon geliefert worden. One. Yeah, you have... Oh, schon drüber zu lange. Ja, das ist wirklich jetzt very nice. Stabil. Ja. Ja, und? Ja. Bist du zufrieden? Ja. Cool, ja. Ja, she's curious. Sie kann es nicht abwarten, bis die Stiele und Gestelle da sind. It will be great. Es berührt einfach auch. Also, wenn ich mir vorstelle, ja, wenn die Kinder hier sein und spielen können, ist einfach schön, tut gut. Sehr emotional auch, ja. Schön. Es ist mega schön, jetzt das erste Mal da zu sein. Unbeschreibliches Gefühl, muss ich definitiv sagen, gell? Ja, es ist mega schön. Und er halt, ja, wenn man die Sachen auch realistisch sieht und kann anlängen.
Ja, und einfach die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat. Und jetzt haben wir das Resultat. Und das ist einfach, ja, es ist auch in einer gewissen Art und Weise befriedigend. Es ist wirklich, nein, es ist echt super, cool. Wo hast du denn genau Schmerzen? Ja, genau. Im Rechts? Kannst du mal genau erklären? Ja. Genau, ich tue dir schnell den Stuhl drehen, genau, dass du mir das zeigen kannst. Dass ich schauen kann, wo genau. Ich bin da, ja. Das ist eigentlich genau an der Kante vom Implantat. Hier oben? Hier so. Ja. Ja. Da? Ah, da oben. Tut das weh, wenn ich da drücke? Ja. Und seit wann hast du die Schmerzen? Also es sind jetzt sicher 2 Wochen, wo du das schon 2 Wochen, ja. Aha. Ist dir irgendetwas passiert oder hast du irgendeinen Schlag bekommen? Also ich kann es eben nicht genau sagen. Wir waren noch im Europapark, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass etwas passiert ist. Also ob es da vielleicht so, aber sie hat eigentlich in dem Moment nie gesagt, ihr macht etwas weh oder sie hat so angeschlagen. Ja. Und dann mal schauen. Alles gut. Sehr gut. Der sind immer so weh. Im Ohr. Zum Vergleich untersucht sie auch die andere Seite, was der Clara nicht wehtut. Also, und dann haben wir auch keinen Hinweis auf eine Entzündung oder so. Also. Aber gespürt hat sie ja auch nichts, oder? Nein. Auch nicht. Aber ich spüre aber auch nichts. Ich kann auch nichts spüren. Nein. Für genauere Diagnosen geht es ein Zimmer weiter. Könnt ihr da gerade reinkommen? Das ist noch der Professor Mantakudis. Salut Clara. Die Fachleute haben sich austauscht und sind zu einem Ergebnis gekommen. Ihr dürft hier gerade Platz nehmen. Für uns ist es nicht direkt beunruhigend. Natürlich ist es ein Fremdkörper im Kopf und das sollte nicht weh machen. Also die meisten Leute merken gar nichts davon. Also die können auf dem liegen. Aber bei Kindern, die sich mal den Kopf anschlagen können, kann es etwa die vorkommen und das ist nicht so selten. Und häufig geht der Schmerz auch wieder weg, wie er gekommen ist. Woher die Schmerzen kommen, ist nicht klar. Aber der Arzt weiss, was helfen könnte. Die Idee wäre vielleicht, dass man einfach das Gerät mal für ein paar Tage, manchmal auch für 5 Tage, gar nicht trägt. Das ist ein bisschen hart. Das heisst, wenn man es dann wieder anfängt zu tragen, muss man es ein bisschen zurückstellen, ein bisschen leiser stellen, weil es dann plötzlich zu laut ist. Aber dann weiss man, ob der Schmerz weggeht. Und in den meisten Fällen geht so ein Schmerz wieder weg. Ginge das für dich? Ja. So 5 Tage nur auf einer Seite zu hören? Ja. Müsst ihr einfach der Lehrerin sagen, und so, dass auf der Seite steht. Vorne ein bisschen aufpassen mit dem Auto, gell? Dann schaffen wir das? Ja. Gut, probieren wir das. Okay. Ihr dürft da Platz nehmen. Die Anspannung ist weg. Der zweite Termin ist nichts Neues für Burgeners. Vielleicht da. Sehr gut. Jetzt kannst du mir einmal das linke Zeh eingeben. Dann tun wir es hier anhängen. Du es piepsen, es macht so piep, piep. Und wenn es gut ist, ist das hier, also so. Und wenn es ganz leislich ist es das ist das Müsli. Und wenn es ganz laut ist der Elefant. Das ist zu laut. Das ist zu laut, das ist zu leislich und das ist gut. Wenn wir probieren. Für die technische Kontrolle des Cochlea-Implantat muss Clara 2-mal im Jahr ins Inselspital kommen und die Sensoren einstellen. Immer noch leislich. Okay. Und dann das. Ist wieder gut. Tipptopp. Es macht einfach Sinn, zwischen das zu überprüfen, um sicher zu sein, ist alles noch gut. Oder? Zudem kommt dazu, sie entwickelt sich auch. Sie wird älter, sie kann es immer wie genauer sagen. Ist ein Ton laut oder leise, ist er hoch oder tief. Und durch das können wir auch viel die besseren Programmierungen machen. Du hast es super gemacht heute, Clara. Bist du auch zufrieden? Tschüss, Clara. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss, nächstes Mal, ja, danke, merci. Das ist zügig. Ja, das ist jetzt wirklich zügig. Das ist zügig. Das war jetzt ganz zügig. Genau. Warum ist so heiß? Ich bin jetzt eigentlich froh, ist mit meinem Implantat selber nichts, ist alles gut. Jetzt braucht es einfach ein bisschen Zeit, aber das ist ja eigentlich gut. Heute startet in Dänemark die Berufsmeisterschaften Euroskills. Auf diesen Tag hat der junge Urner Pascal Arnaud seit Monaten hergearbeitet. Er will als Koch hier gewinnen. Also ich habe erst mal das Gefühl, wenn man so etwas sieht, dann kann man doch nur Freude haben. Jesus!
600 junge Leute aus 32 Ländern treten gegeneinander an. Aus der Schweiz steigen 16 Frauen und Männer in den Wettbewerb. Ich finde den Teamschrei etwas mega Emotionales. Ist so. Man lässt so richtig seine Power aus und zeigt den anderen, wer man ist. Und ich glaube, das hat bei allen im Team ein Kribbeln ausgelöst. Switzerland! Vor lauter Power passiert dem Pascal ein spektakulärer Stolperer. Oh, that sounds nice! Ich glaube, mein Highlight von dieser Opening-Zeremonie ist, wie ich dort auf die Bühne gelaufen bin und umgekehrt bin. Ich bin mega schnell wieder aufgestanden und das ist jetzt auch genau mein Motto jetzt für die Euroskills. Enjoy the moment, Switzerland! Good luck to you guys! Jeden Tag sind etwa 20'000 Besucherinnen und Besucher da. Das Ganze geht 3 Tage und es gibt 38 verschiedene Disziplinen. Oder eben Skills. Der Pascal vertritt die Schweiz im Kochen. Sein Coach, der Martin, ist als Jurymitglied im Einsatz und kann ihn nicht mehr unterstützen. Alles, was er gelernt und trainiert hat die letzten 6 Monate, muss er jetzt allein unter Beweis stellen. Der Herzanker hat sich zu einer Routine entwickelt. Wir haben den wirklich in den letzten Trainings eingebaut und ich habe auch etwas angefangen zu spüren, wie er wirkt in diesem Sinn. Und es hat mir wirklich geholfen, gerade in das hineinzukommen. Mitten in der Altstadt von Mombasa. Da ist die Werkstatt der Möbel für einen neuen Kinski. Jedes Stück wird von Hand gemacht. Da sind wir. Nein, ich glaube es nicht. Neben den Schulleitern sind auch der Wally und Karin, die Schwiegereltern von Joshua, mit dabei, um zu schauen, ob die vielen Stühle schon parat sind. Ja. Underneath it. Also, Ja. it's plain. Aber ich tue einfach. Habt ihr unten dran ein Filzli? Oder was habt ihr drunter? Was habt ihr für einen Boden? So Fliessboden? Nein, aber der PVC-Boden. Nein, das geht auch nicht. Also. Ich bin echt sehr zufrieden mit dem Stil. Es hat noch kleine Details wie die Schraubenköpfe, die noch rausschauen, die man dann noch vielleicht schnell nachdrehen muss. Und hier unten vielleicht die Kanten noch schnell abschleifen. Aber sonst sind sie wirklich perfekt. Genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben 60 Stück bestellt und die sollten bis zur grossen Eröffnung fertig werden. Jetzt ist noch ein bisschen unter Zeitdruck, aber ich glaube, es reicht. Da sind wir guten Mutes. In der Schreinerei arbeitet auch ein ehemaliger Schüler von der Harrisons Primary School. Wo das Projekt gestartet ist, habe ich dem Schreiner gesagt, ich hätte 2 junge Männer für ihn. Jetzt ist es nur einer. Aber er ist jetzt da und hilft mit und verdient so sein tägliches Brot. Etwa 100 solche Holzkistchen sind auch für einen Kinski. Ja, hier können wir. Weißt du, kannst du da auch rein tun. Für was die sind, war dem Harrison bis heute ein Rätsel. Down. Gini. Yes. Der Schweizer Ordnungssinn hat es bis auf Kenia geschafft. Und zwar der andere Weg. Ja, wir so drehen. Ja. We can so or we can so. Like this. They will be like this. Ich habe Joshua gefragt, was machen wir mit denen? Ich habe gemeint, die werden im ganzen Schulzimmer verteilt. Und jetzt finde ich heraus, dass die Gestelle extra für die Boxen sind. Wahrscheinlich habe ich es sehr gut erklärt, dass er es nicht gewusst hat. Genau. Aber ich habe gemeint, er hat einen schönen Plan gemacht. Aber wenigstens haben wir es heute herausgefunden. So we are looking forward. Wir können es kaum erwarten, das Lachen der Kinder zu sehen. Big smile of the children Die werden rumgumpen und sich freuen. because of this which has taken place. Also, kommen wir. Asante, Sana. Merci euch allen. Wir schätzen das sehr. Asante, Baba, du da. Und auch dir danke. Wir sehen uns. In 2 Tagen sollte alles fertig und zur Eröffnung ausgeliefert sein.
Start zum ersten Wettkochen. Der Pascal legt los wie das Bisi-Wetter. Ich habe eigentlich gewusst, dass der erste Tag der stressigste Tag wird. Es war auch in den Trainings immer mega knapp. Es ist der Tag, wo am meisten technische Sachen eigentlich sind. Also eben Fisch auseinandernehmen. Und es muss halt am Schluss einfach alles aufgehen. Und wenn ich halt bei einem Schritt nach einer Viertelstunde hinten bin, dann wird es einfach dann mega Mystery, ob es dann klappt oder nicht. Der Zanderfiletier ist eigentlich super gegangen, bis dann auf die Geräte am Schluss. Das Entgräten kostet ihn wertvolle Zeit. Wir haben in unseren Trainings auch schon mit Zander trainiert. In der Schweiz sind die eben meistens nicht so frisch wie in Dänemark. Und ich habe dort wirklich in Dänemark die Geräte einfach gehebt. Und ich habe wahrscheinlich auch nicht die ideale Fischpinzette für das dabei gehabt. Und durch das habe ich halt dann mega lang gehabt beim Entgräten. Ja. Nur noch 15 Minuten bis zur Präsentation. Der Pascal muss den Turbo starten und gleichzeitig eine ruhige Hand behalten bei der Niffeli-Arbeit. Also ich bin schon ein bisschen nervös, weil es ist so ein heikler Prozess, den er gerade am machen ist mit seiner Hüppe. Also er macht so einen Taco, wo er seinen Kräutersalat rein tut. Und das muss er wie biegen und Temperatur und Feuchtigkeit, das ist so recht tricky. Und im Training ist es vielfach eben, entweder es funktioniert oder gerade nicht. Und darum, ich hoffe jetzt wirklich, es funktioniert, aber ich kann kaum anschauen. Hey, der Taco ist schlussendlich eigentlich gut rausgekommen. Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem. Auf den letzten Zacken gehen die 4 Tauer zur Jury. Die bewertet die Präsentation, das Gewicht, den Geschmack, die Portionengrösse und die Technik. Der Martin, sein Trainer, darf natürlich nicht den Schweizer Tauer beurteilen. Er prüft bei den 24 Gegnern. Es sind ein paar Fehler passiert. Es ist ein bisschen knapp geworden gegen Schluss, aber es war gerade noch so in der Zeit. Auf die letzte Sekunde, also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die nicht mehr drin gewesen. Aber meine Expertenjury hat gefunden, Moll, das ist noch in der Zeit drin. Wie viele Punkte er heute geholt hat, bleibt bis zur Siegerehrung geheim. Der Pascal muss fokussiert bleiben. 2 Tage Kochen liegen noch vor ihm. Das Strahlen tut der Clara nicht mehr weh. Die Schmerzen am Kopf sind versurrt. Heute ist der Tag, wo sie schon lange drauf plangt. Clara war heute schon ganz früh wach. Wirklich schon ganz früh erwacht. Sie war so aufgeregt, dass sie schon vor der 7. vor meinem Bett gestanden ist. Voller Freude. Gut. Was willst du für eine Frisur? Eine? 2. 2 Chicken auf beiden Seiten 1? Ja, ich bin aufgeregt, weil ich in den Schweizer Konzert gehe. Was bist du am meisten aufgeregt? Vor was hast du ein bisschen Angst? Erzähl mal. Auf die Bühne gehen. Hast du ein bisschen Angst, gell? Was hast du Angst auf der Bühne? Wenn ich etwas falsch mache. Nein, aber du hast dich so festgeübt. Aber wenn ich vergesse, auf welche Richtung ich gehe. Du musst auf die anderen Kinder schauen. Schau, wer gekommen ist. Der Clara, ihre Freundin Samira, darf mit ans Konzert kommen. Oder Mario, der Vater, will diesen Moment miterleben. Also, dass Clara heute so mit nervös ist und auf die Bühne geht, ist schon etwas Neues für sie. Wenn sie dann vor allen müssen Auftritt feiern. Ja. Heute will ich enttäuschen mit ihr. Komm, wir gehen üben. Auf der Bühne stehen, mittanzen und singen, das ist der Clara ihr Traum. Und sie will heute alles richtig machen. Singen Hello Family. Super. Da sind die Banien, da fährst du an. Ich fange immer mit links an. Genau. Mit links an. Aber dann merkst du das, Banien habe ich links, da fange ich an. Ja. Gut.
Warte. Wow. 2. Ja, ich bin erschreckt. Ja, ich habe das Gefühl, es kommt etwas schief. Wenn ich auf die falsche Richtung gehe. Das ist deine größte Angst, gell? Ja, nicht so. Aber was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, links anfangen, da wo du die Bänder drin hast. Und dann kann nichts schief gehen. Aber was ich das ja machen? Dann schaust du auf alle anderen Kinder. Ja. Du regst mich noch mehr auf. Entschuldigung, ich sage nichts mehr. Die Harrisons Primary School in einem Vorort von Mombasa. Im Kindergartenzimmer werden über 60 Kinder gleichzeitig unterrichtet. Es ist eng und laut. Darum gibt es jetzt einen neuen Kinski. Es ist ein Tag vor der Eröffnung. Es fehlt nur noch das ganze Mobiliar. Wer auch noch fehlt, ist Vera und das Baby, der Javin Charo. Especially with Tamarin. Der Javin und Vera sind im Hotel. Dem Javin geht es nicht so gut. Er hat Zahnschmerzen und es ist ein bisschen heiß. Darum haben wir gesehen, dass er auch heute noch mal daheim bleibt. Wir hoffen natürlich, dass er morgen beim grossen Fest dabei sein kann und das auch geniessen und sehen, was wir jetzt alles gemacht haben. Genau, aber das entscheiden wir dann morgen entscheiden. Ich hätte ihn grösser erwartet, dass er alles Platz hat. Karin und Wally sind extra auf Kenia gekommen, um den neuen Kindergarten einzurichten. Daheim im Berner Oberland geben beide Schule. Stück für Stück wird der Kinski fertig. Jetzt freue ich mich, wenn die Kindergärtnerinnen kommen. Wie sie dann reagieren. Ich bin auch gespannt. Auf diesen Moment haben wir jetzt sehr lange gewartet. Karin zeigt den Kindergärtnerinnen, was alles möglich ist mit dem neuen Mobiliar. Ihr Mann, der Wally, ist zurück ins Hotel, geht Vera beim Hüten ablösen. Hey! Super! Hallo! Ist gegangen? Ja. Also. Ja, am Javin geht's gut. Super. Ja. Hi Vera, nice to meet you. Die Vera will nicht verpassen, was die Kindergärtnerinnen sagen, wenn sie das ganze Spiel- und Lernmaterial sehen, das Karin vorbereitet hat. Ich wollte einfache Symbole oder einfach Kärtchen finden, dass sie einen Morgenablauf sich überlegen, bevor die Kinder kommen. Und für mich war das Schwierigste, im Internet irgendetwas zu finden, wo einfach auch dunkle Kinder drauf sind und nicht alles einfach Schweizer Kinder oder europäische Kinder. Also es hat mir irgendwie gedacht, das passt ja nicht. Für meine Mutter war das mega viel Arbeit. Sie hat wirklich stundenlang da Sachen vorbereitet und mit Freunden von ihr noch geredet, wie man es am besten machen könnte und was Sinn macht, auch zu bringen. Von dem her bin ich jetzt mega froh, dass sie auch so Freude haben und jetzt eben selber die Sachen auch brauchen können. Wow. It's really amazing. Es ist wunderbar. Das macht das Lehren für die Kinder jetzt viel angenehmer. For the young learners, because now with this, all this. Jetzt mit all dem wird das Lehren viel einfacher, weil sie gerne lernen, wenn sie es auch sehen. With what they see. Sometimes you only use the blackboard. Bis jetzt haben wir nur eine Wandtafel gehabt. Jetzt mit all dem Material und dem vielen Platz. Also the way it is spacious. Das ist schön. She's nice. In meinen
meiner Sprache sagen wir dem Assili. Assili? Wie sagt ihr? Eine Flöte. 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 Ja! Feierabend. Und nach der Schule wird am liebsten geschuttet. Noch einmal schlafen, dann wird der neue Kinski eröffnet. Tag 2 in der Wettkampfküche zu Herning. Sogar das dänische Oberhaupt, der König Frederik, ist an den Euroskills und schaut den jungen Berufsleuten beim Arbeiten auf die Finger. Es ist mir eigentlich während dem Kochen tatsächlich relativ egal gewesen, ob jetzt da irgendein dänischer König rum ist oder nicht eigentlich. Ich habe mein Ding gemacht. Und sein Ding geht gerade mal Bach ab. Das Haselnuss Panna Cotta ist nicht richtig fest geworden. Ja, ups. Der Pascal wirkt ein bisschen angezählt. Ich habe einfach gemerkt, hey, ja, man kann es jetzt nicht mehr retten, jetzt einfach gleich eigentlich halt einfach weitermachen. Es hat 0,4 Gramm mehr Agar-Agar drin gebraucht, dann wäre es super geworden. Aber ja, part of the game. Es können Sachen schief gehen und das macht es eine Art an uns, wer am Schluss am besten auf so Sachen reagiert. Mit seinen Ravioli will er es wieder rausreißen. Die haben schon beim Catering auf der Wildgellenhütte voll eingeschlagen. Er hofft auf einen Punktsagen vom Expertenteam. Als letztes setzt er all seine Hoffnung ins Dessert. Eine Zitronentarte in verschiedenen Varianten. Im Training ist ihm das immer gelungen. Ich habe während dem Wettbewerb wirklich nie Zeit gehabt, in dem Sinn, um mir Gedanken darüber zu machen, hey, ja, reicht es jetzt echt noch für eine Medaille oder nicht. Aber dann am Abend, als ich wirklich nachgedacht habe über alles, ist der Satz in meinem Hirn schon einmal gekippt. Hey, für einen Podestplatz reicht es jetzt nicht mehr. Jetzt muss familiäre Unterstützung her. Gerade im richtigen Moment kommen seine Eltern und seine Freundin in Dänemark dazu. Hoi. Hey, ist gut? Ja. Hey? Du? Hoi. Jane, ich sehe. Gerechnet. So? Es war okay heute. Ja. Das Riebli-Portweis ist nicht so schön geworden, wie ich es gerne hätte. Das Nuss hat nicht so gut gegeben. Hey, aber 2 von 3. 2 von 3. Und fein war es gleich. Also, weißt, es ist, ja. Ja. Martin hat gesagt, der Schensteller ist in die Präsentationsjury gekommen. Also, vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm. Aber ja, ich kann es halt eine Art 0 einschätzen, weil halt die anderen nicht gesehen haben. Also ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich vorne mitspiele oder nicht. Aber bist ja, du mit einem Lächeln zur Kochhaus? Gestern ja, heute so lala. Mit einem Schmunzeln. Mit einem Schmunzeln. Gut. Ja. Dass all die Leute hier da sind, das ist das Tüpfchen für mich, ja. Absolut. Nein, ich habe riesig gefreut und mega unterstützend. Also, wo man läuft, da keine Ja, ja. Morgen, am letzten Wettkampftag, muss der Fanclub alles geben. Die Burgeners sind am Ziel angekommen. Die Eliane von Stiftung Wunderlampe hat den Auftritt von Clara bei den Schweizer Gofen eingefädelt. Es ist schon ein bisschen kribbelig. Sie freut sich an. Sie ist ein bisschen nervös, aber sie freut sich an. Für ein Stück darf die Clara auf die Bühne. Vorher kann die ganze Familie das Konzert zusammen anschauen. Papa! Clara, 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 Ja, ja. Clara, 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 Clara. Alles für mich. Hey, da steht Clara. Ja. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Bist du nervös? Ja. Sind ihr bereit? Ja! Jetzt ist es soweit.
Stopp. Ja, tschüss, mach's gut. Ciao. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschüss. Ist gut. Du kannst das. Du kannst es so gut. Freust du dich? Ein bisschen Angst. Bühne, wuhu! Jetzt kommt nachher die Janina, kommt dich da holen. Ist gut? Jetzt bin ich auch ganz nervös. Sie war ganz nervös, sie war so herzig, als sie gehen konnte. Jetzt sind wir gespannt, was es geht. Ein bisschen Bauchweh vor Angst. Wie? Ein bisschen Bauchweh Du vor Angst. kannst das. Weißt du, gut machst du. Finaltag für Pascal an den Euroskills in Dänemark. Heute mit Unterstützung von seinen Fans. Die Aufgabe: Poulet-Brust im Bildsmantel. Ich finde, Pascal ist sehr fokussiert, was ich echt staune bei dem ganzen Ambiente rundherum. Und das bewundere ich sehr an ihm, dass er so wirklich abschalten kann und sich so fokussieren. Ein Poulet-Gericht mit Herdöpfelstock. Das hat er selber entwickelt und x-mal geübt. Das muss jetzt einfach klappen. 20 minutes. Yes, sir. Einfach, was am Schluss nicht noch irgendetwas schief geht, weißt? Aber es ist gut in der Zeit. Kommt gut. Der Visi, mein Daddy, er kommt beim Kochen nicht so mega draus, aber dafür kommt er beim Leben richtig fest draus. Und ich konnte so mega viel von ihm lernen. Und ich glaube, durch meinen Daddy komme ich auch mit so schwierigen Situationen mega gut klar. Noch das exquisite Sösseli dazu und dann schicken. Jetzt schon, hä? Keine Zitterpartie bei diesem Modul. Das könnte Punkt bringen. Kritischer Blick von der Experten. Von denen hat der Pascal schon geträumt. Von den Eclairs. Ein vorgeschriebenes Pflichtdessert. 10 cm lang, 50 Gramm schwer, nicht mehr und nicht weniger. Vorher hätte noch die Säckler noch ein bisschen schwerer machen. Das hat mir jetzt gerade noch ein bisschen kribbelig gemacht, aber jetzt glaube ich, ist er zufrieden. Vor allem in dem Moment, wo wirklich alle vor meiner Box gestanden sind und mir zugejubelt haben, das ist unglaublich schön. Die ganzen Euroskills, es war ein riesengroßes, einzigartiges Erlebnis. Und das würde ich für mein ganzes Leben noch in Erinnerung behalten. Das war es. Der Pascal hat fertig gekocht. Der Wettkampf ist durch. Ich wünsche meinem Sohn in Zukunft weiterhin viel Spass beim Kochen. Wo auch immer und was auch immer. Dass er seine Leidenschaft behalten kann für das, was er so gerne macht. Ich bin stolz, sagt er. Mega. Ich auch. Wer hat das mal gedacht? Der ganze Krampf hat sich absolut gelohnt. Egal wie dann das Resultat wird. Ich habe so mega viel davon profitieren. Fachlich bin ich mega viel weitergekommen. Ich habe mich persönlich mega fest weiterentwickelt und all die geilen Leute hier kennenlernen. Und ich habe so schon gewonnen. Wie viele Punkte er schlussendlich gemacht hat und ob es für eine Medaille reicht, das erfahrt ihr erst morgen. Dann ist die grosse Rangverkündigung. Der Moment ist da. Die Clara muss auf die Bühne. Bravo, jetzt alle zusammen. Hello, Family. Nochmal Gofen, fest
Grüezi. Super, das ist jetzt 20 gemacht. Toll, gell? Super, Clara. Danke. Willst du auch ein bisschen? Ich bin mit dir dafür zum Machen. Super gemacht. Super gewesen. Alle super gewesen. Wow, so toll. Ey, cool. Und, hat Spaß gemacht? Spaß gemacht? Ja. Spaß gemacht. Wow, cool. Wir haben dich voll gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Hast du nicht so viel gesehen, gell? Früher haben wir nicht gewusst, ob sie jemals kehren und Freude an Musik wird haben. Und jetzt hat sie so eine riesen Freude und es ist so schön. Ja, ich bin gerade ein bisschen emotional. Breakdown, aber das war cool. Ja, einfach, weil Ski, ich weiß nicht, ob es wegen dem Gehör ist, dass Ski da so das kann mitmachen kann. Cool. Cool. Aber, wie wir das sagen. Das ist ja so lernen. Ich wünsche mir eigentlich für die Zukunft, dass sie alle Momente weiterhin so schön kann, so viel kann die Szene kehren, die Musik kehren, kann Freude haben am Leben. Das ist eigentlich das Schönste, dass sie weiss, dass sie machen kann, was sie will. Das stimmt gar nicht, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Also mal so. Siegerehrung von den Euroskills in Dänemark. Es ist zum Vergitzeln. Ich bin da langsam ein bisschen nervös. Gestern habe ich das Gefühl, dass sie jetzt so vorbei, gell? Das ist ja noch ein ganz wichtiger Teil. Das Teilnehmerfeld war enorm stark dieses Jahr, darum keine Ahnung, wie weit das Führen lenkt. Und jetzt bin ich sehr nervös. Die Prämierung der Köche kommt erst am Schluss. Aber für die Schweiz sieht es schon gut aus. Gold bei den Malern, Gold bei den Zimmerleuten, Gold beim Modedesign, Silber bei der Kosmetik und Gold für die Schweizer Lastwagenmechanikerin. Now moving on to skill number 34, it's cooking. And I hear you. The winners from skill number 34, cooking, are... The bronze goes to Switzerland! So cool. Ja. Oh, mega. Ja. Hey, Pascal. Sag eins. Ja? Ja, so schön. Ja. Ja, sprachlos. Ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Ja, aber also. Sprachlos beschreibt es, glaube ich, am besten. Sprachlos und durch. Und glücklich. Nein, ich habe eine Art wirklich nicht mehr gedacht, ich habe wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass es heute noch reicht für eine Medaille. Und bin jetzt eigentlich ziemlich überrascht und
Mega glücklich. Richtig geil. Kaltes Bier trinken mit den Allerliebsten. Das ist das, was jetzt noch auf dem Programm steht. Und sonst einfach nie mehr hitten. Einfach mal wieder einmal chillen. Ja? Danke. Es ist der Tag der feierlichen Eröffnung des neuen Kinski in der Harrisons Primary School. Javin, tarala. Rechtzeitig zum grossen Fest ist auch das Baby wieder fit. I'm extremely excited. Es ist so aufregend. Heute ist ein grosser Tag. Auf den haben wir lange gewartet. Es ist ein weiterer Meilenstein vom Schweizer Hilfswerk von Joshua und der Vera. Ich denke, die Leute werden sich mega freuen, wenn sie den Kindergarten anschauen können. Und es wird sehr, sehr schön sein. Und sie werden auch überrascht sein, weil sie das wahrscheinlich nicht kennen, so wie es jetzt eingerichtet ist und wie das Ganze aussieht. Ja, also, es wird sicher eine grosse Überraschung. Chief Guest, wow! Oh. Good afternoon. I take this opportunity to welcome everyone that has come today celebrating a kindergarten opening. Thank you so much. Danke vielmals, meine wunderbare Frau. My beautiful wife. I have just a very Ich will nur small etwas Kleines sagen. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gäste. Wir sind glücklich, sind ihr da. Bitte einen großen Applaus. A big applause. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Moment. Wir eröffnen den Kindergarten, sodass ihr alles anschauen könnt und seht, was wir gemacht haben und wie die Zukunft von euren Kindern aussieht. We now officially open our kindergarten class. You can cut. In the name of the Lord. We do it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Viele Eltern, aber auch ein paar offizielle Leute aus der Region wollen wissen, was der Kinski zu bieten hat. Der Joshua erklärt, dass die Bildchen an der Wand den Tagesablauf für die Kinder darstellen. Ja. Wenn natürlich dann die Freude bei ihnen sieht, ist das für uns umso schöner auch zu spüren, dass sie wirklich die Sachen, die wir gemacht haben, gut finden. Und viele Sachen kennen sie gar nicht, oder? Und das ist schon noch etwas Spezielles, auch für sie. Darum, ja, definitiv ein spezieller Moment. Das Wichtigste aber, wie gefällt den Kindern ihre neue Kinski? Ich würde so gerne wissen, was in ihren Köpfen vorgeht. Sie sind einfach am Schauen. Die Kinder sind die Zukunft und ich stelle mir so vor, ja, das sind jetzt die Kleinsten hier. Ich hoffe einfach ganz fest, dass die ein gutes Leben haben. Ja. Nach dem offiziellen Teil geht das grosse Fest los. Das Lebige, die Freude, das Offensein, das Miteinander, das ist eigentlich das, was ich mir selber auch eine Scheibe abschneiden kann. Sie leben uns sehr viel vor, was wir mitnehmen können. Und wir können ihnen vielleicht Materielles halt ein bisschen mehr mitgeben. Das ist wirklich ein gegenseitiges Gewinnen. Ja. Schön. Man merkt hier oder sieht hier einfach, wie wichtig das auch Bildung ist für die Kinder. Und das hier zu ermöglichen mit dem Geld, das von der Schweiz kommt, ja, ist echt mega schön und das ja, treibt immer mega fest an. Ja, ich glaube, das Ganze machen wir genau wegen so Tagen wie heute, wo echt die ganze Familie, die ganze Community mit den Kindern, den Eltern zusammenkommt und zusammen feiern können sehen, was man alles zusammen erreichen kann und ja, einfach den Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Ich glaube, das ist schon das, was uns antreibt. Das ist wirklich das Schöne und das, was uns wichtig ist.
Kushika mitandao, sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Nawita baby, umenana na baby, una kipenzi, nimshanza kupendi, SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».